Spannungen, das ist unser Thema heute. Und mit Spannungen ist es so eine Sache. Mir denkt, es ist ein bisschen Geschmackssache. Ein Abenteuer ohne Spannung, das ist gar kein richtiges Abenteuer. Und auch in einem Film oder in einem Buch, da schätzen wir sie. Der Krimi, der Actionfilm, die leben davon. Wie habt ihr es so mit der Spannung? Habt ihr es gern? Liebt ihr so einen richtig spannenden Thriller? Ich muss gestehen, ich bin nicht so mega Fan davon. Weil, wenn es irgendwie so mega spannend ist, dann überträgt sich das auf mich. Und mit der Zeit bin ich irgendwie so angespannt körperlich, dass es nicht mehr wirklich ein Genuss ist. Aber es ist ja so, auch ein Liebesfilm oder eine Komödie, auch die brauchen so einen Spannungsbogen, weil sonst ist es langweilig. Ohne Spannung wird es langweilig. Wir sind in der Predigtserie Kompass des Glaubens, wo wir 5 Orientierungspunkte anschauen, die uns helfen, in unserem Glaubensabenteuer zu navigieren. Und nach den ersten beiden Themen von den letzten 2 Sündig, Jesus Christus und Evangelium, geht es heute eben darum, wie Spannungen uns helfen können, den Weg zu finden. Und bei diesem Punkt ist es vielleicht nicht ganz so offensichtlich, wie die hilfreich sind. Darum, seid gespannt. Im Glauben entstehen Spannungen dort, wo es Aussagen oder so Polaritäten gibt, die sich scheinbar widersprechen. Oder dann dort, wo die Bibel keine eindeutige Aussage macht, keine eindeutige Antwort gibt auf eine Frage. Oder auch dort, wo wir meinen, in einer Haltung von jemand anderem oder von einer Strömung eine Gefahr zu sehen. Es gibt hier zum Beispiel Themen wie die Inspiration der Bibel, das Verhältnis von Gnade und Gesetz oder freie Wille im Verhältnis zur Vorherbestimmung, das ganze Thema von der Dreieinigkeit von Gott oder auch das Leiden in dieser Welt versus die Allmacht von Gott. Über all diese Bücher über all diese Themen sind schon Tausende von Büchern geschrieben worden. Aber um das geht es heute nicht. Sondern es geht vielmehr um die Frage, wie wir mit diesen Spannungen umgehen können, wie wir auf sie reagieren. Und so ein erster Ansatz ist, dass wir die Spannung auflösen. Ich behaupte mal, dass ich hier innen wahrscheinlich nicht die Einzige bin, die Spannungen so grundsätzlich eher ein bisschen mühsam, unangenehm, anstrengend findet. Und dann ist einfach der automatische Reflex, also die innere Sehnsucht, die Spannung möglichst schnell aufzulösen. Man kann das machen, indem man sie lügt, indem man sie kleinredet oder ignoriert, so ein bisschen sagt, nein, das Thema ist für mich gar kein Thema oder das interessiert mich nicht, dann ist die Spannung gar keine Spannung. Oder man kann sie auflösen, probieren durch ein Schwarz-Weiß-Denken, indem man Einteilung macht zwischen wahr und falsch, richtig und falsch, gut und schlecht. Und wenn ich mich dann so einfach auf eine Seite schlagen kann, dann sieht es so aus, dass dann eigentlich die Spannung sich auflöst. Oder ja, eben, es scheint vielleicht so, weil ich glaube, dass es auch so noch Spannungen gibt. In theologischen Fragen da führt das oft zu einer Vereinfachung und durch das auch zu einer Einseitigkeit oder Polarisierung. Gegensätze von Ansichten werden durch das verstärkt. Ich möchte hier 3 so Themen aufgreifen. Das erste ist das Thema Erlösung. Das geht sehr stark in das hinein, was wir letzten Sonntag vom Johannes Wirth gehört haben. Da ist auf der einen Seite ist es so die persönliche Dimension. Da geht es um mich, meine persönliche Bekehrung, meine Vergebung von der Schuld, mein ewiges Leben. Und der Gegenpol ist so, dass man so das grosse Ganze im Blick hat. Gottes Reich, heute und jetzt schon, die kosmische Dimension, Gerechtigkeit und Frieden in dieser Welt. Das sind so Gegensätze. Oder so Gegensätze gibt es auch, wenn es um die Bibel geht, um die Inspiration von der Bibel. Das ist so die eine Seite, die sagt, hey, das ist ganz von Gott inspiriert. Jeden einzelnen Buchstaben, darum ist auch jeder einzelne Buchstabe wichtig. Und auf der anderen Seite
die Ansicht, ja, das ist einfach, die Bibel ist das menschliche Zeugnis von Gottes Offenbarung. Da hat es auch Fehler drin. Ja, man muss das ein bisschen relativieren, man muss es anpassen an die heutige Zeit. Das sind so Gegensätze. Oder schliesslich noch, wenn es um die Welt geht, dann gibt es Christen, die sagen, nein, wir sind nicht von der Welt, wir müssen uns abschotten von der Welt. Die Gesellschaft, die ist gefährlich, die ist der Find. Und die gegenteilige Haltung ist so, ja, wir sind als Christen gesendet in die Welt. Wir müssen auch Kompromisse eingehen, wir müssen uns in die Gesellschaft einbringen. Das steht sich so scheinbar gegenüber. Und jetzt bei dem Ganzen ist mir wichtig, dass es nicht darum geht, die verschiedenen Seiten irgendwie zu bewerten, sondern einfach zum Aufzeigen, ja, wie es da Gegensätze gibt. Und oft sind so Einseitigkeiten, nämlich Reaktionen auf andere Einseitigkeiten. Man beobachtet irgendwo ein Manko und dann betont man die Gegenseite, um das eben zu korrigieren, aber dann kommt es da zu einer Überbetonung, wo dann je nachdem auch wieder ungesund ist. Und so gibt es so wie ein Pendel, das hin und her schwenkt. Und wenn man sich einfach so auf eine Seite schlägt, auf einen Standpunkt, dann löst es vielleicht zum Teil die Spannung auf. Aber mit uns, gerade bei vielen Glaubensfragen, zeigt sich, dass die Wahrheit nicht in einem Extrem liegt, sondern eigentlich mehr in der Mitte. Und zwar nicht in der Mitte im Sinn von so einem Wischiwaschi, sich nicht festlegen, sondern vielmehr in der Mitte im Sinn von einem sowohl als auch. Ist euch vermutlich bei diesen Beispielen, die ich jetzt genannt habe, auch schon aufgefallen, dass das eigentlich mehr wird stimmen. So ein bisschen wie zwei Seiten der Medaille. Und damit komme ich zum zweiten Ansatz im Umgang mit diesen Spannungen, die auch wir als GVC verfolgen. Wir probieren, einen Weg in der Mitte zu gehen, zu finden. Und ja, das ist auch mit Spannungen verbunden, weil es von beiden Seiten heisst, ja, aber man müsste doch ein bisschen mehr so oder man müsste es ein bisschen mehr so sehen. Und darum bezeichnen wir den Weg als spannungsvolle Mitte. Wie die Spannungen jetzt zu einem stabilen Halt, eben auch zu einem Orientierungspunkt können beitragen, das sehen wir an einem einfachen Beispiel, das jetzt noch nichts mit dem Glauben zu tun hat. Und zwar schauen wir hier auf den Körper. Im Körper, da haben wir Muskeln und die Muskeln, die brauchen eine gewisse Spannung. Ohne Spannung funktionieren sie nicht, dann sind sie nämlich schlapp. Und ohne Spannung können wir nicht aufrecht stehen. Ich habe das extra noch Anna-Marlene gefragt, die eben Physio ist, damit ich hier keine Kabis erzähle. Zum aufrecht stehen brauchen wir eine gewisse Spannung. Wenn die Spannung aber zu viel wird, dann verkrampfen wir es und ja, häufig stehen wir dann nicht mehr ganz aufrecht. Es braucht also ein gewisses Maß an Spannung. Zurück zur Bibel. Dort gibt es Aussagen oder zum Teil auch ganze Bücher, die eine unterschiedliche Perspektive haben und durch das irgendwie in einer Spannung zueinander stehen. Und als Beispiel möchte ich hier das Buch der Sprüche und das Buch Prediger aufgreifen. Die gehören beide zur sogenannten Weisheitsliteratur. Und in den Sprüchen, da geht es dem Autor vor allem darum, aufzuzeigen, wenn du dich an Gottes Gebot haltest, wenn du dich richtig verhaltest, dann wirst du ein gutes Leben haben. Dann geht es dir gut, verkürzt gesagt. Man sagt dem auch so Tun-Ergehen-Zusammenhang. Mach Gutes und es wird dir gut gehen. Ein Beispiel ist hier ein Vers aus Sprüche 10, was heißt: Wer Ehrfurcht vor dem Herrn hat, wird lange leben. Wer sich von ihm lossagt, verkürzt seine Zeit. Wer Gott gehorcht, auf den wartet Freude. Wer von ihm nichts wissen will, dessen Hoffnungen zerrinnen. Ganz anders ist der Ton im Buch Prediger. Der Prediger, der macht Beobachtung, dass auch frommen Menschen schlimme Sachen passieren. Und er kommt zum Schluss, dass wir als Menschen das Leben nicht unter Kontrolle haben können und dass es darum am besten ist, einfach den Moment zu genießen. Es wird zum Beispiel deutlich im Prediger 7, was heißt: In meinem vergänglichen Leben habe ich viel gesehen. Manch einer richtet sich nach Gottes Geboten und kommt trotzdem um. Ein anderer will von Gott nichts wissen und er genießt ein langes Leben. Das tönt doch schon recht gegensätzlich.
Interessanterweise kommen aber beide Autoren von ihrem unterschiedlichen Standpunkt her zum gleichen Schluss, nämlich, dass es entscheidend ist, Ehrfurcht vor Gott zu haben. Und der nächste Vers hier aus Prediger 7, oder die nächste, heißt dann: Sei nicht allzu fromm und übertreibe es nicht mit deiner Weisheit. Warum willst du dich selbst zugrunde richten? Sei aber auch nicht gewissenlos und unvernünftig. Warum willst du sterben, bevor deine Zeit gekommen ist? Es ist gut, wenn du dich an beides hältst und die Extreme vermeidest. Wer Ehrfurcht vor Gott hat, der findet den richtigen Weg. Das ist für mich ein gutes Beispiel für die spannungsvolle Mitte, weil es ist beides wahr. Es ist gut, sich an Gottes Ordnungen zu halten, das hilft mir im Leben. Und gleichzeitig stimmt es eben auch, dass wir das Leben nicht im Griff haben können. Wir können es um keine Sekunde verlängern, aus eigener Kraft. Entscheidend ist die Ehrfurcht vor Gott. Oder wenn man vielleicht in heutigen Wort würde sagen, entscheidend ist, dass ich mir bewusst bin, dass Gott Gott ist und ich Mensch. Ich möchte zurückkommen auf die Themen, die ich vorher als Beispiel für die Gegensätze genannt habe. Wenn wir überlegen, was jetzt dort so die Aussage von der Mitte ist, dann stellen wir fest, dass die gar nicht so mega spannungsvoll muss sein, sondern ja, dass dort sich ein stabiler, ein gesunder Weg findet, wo eben das sowohl als auch, wo in vielen Themen vom Glauben drin ist, findet und besser abbildet als eine Extremaussage. Zum Beispiel beim Thema Erlösung. Ich habe es schon gesagt, letzten Sonntag hat der Johannes Wirth dazu gepredigt, das Evangelium ist ein ganzheitliches Evangelium. Es hat mehrere Dimensionen. Es hat die persönliche Dimension von mir persönlich zu Gott, aber es ist auch sozial zu meinen Mitmenschen und die ganzheitliche kosmische Dimension, wo es um die ganze Welt geht. Das gehört alles zusammen. Wer das noch nicht gehört hat, die Predigt vom letzten Sonntag, kann ich sehr empfehlen, das noch nachzuhören. Oder dann beim Stichwort Bibel und Inspiration von der Bibel. Ja, die Bibel ist Gottes Wort, sie ist aber auch von Menschen geschrieben. Gott hat die Menschen inspiriert, aber wenn man die Bibel liest, die verschiedenen Bücher, dann spürt man also die Eigenheiten von den Autoren raus. Man merkt, dass das verschiedene Menschen gewesen sind. Das kommt beides zum Ausdruck. Und beim Stichwort Welt ist euch vielleicht schon der Ausspruch von Jesus durch den Kopf gegangen, der gesagt hat, dass wir in dieser Welt sind, aber eben nicht von dieser Welt. Es stimmt beides. Und so wie Gott die Gesellschaft liebt und will retten, so sollen wir uns in die Gesellschaft reinbegeben und sie lieben und dazu beitragen, dass sie gerettet wird. Wie ich schon gesagt habe, es geht hier nicht darum, um irgendwie zu sagen, die Pole, die Extremen, die sind schlecht, um die zu bewerten oder auch nur schon zum festlegen, wo sie jetzt genau sind. Weil das ist irgendwie mühsam und mir denkt, das fördert eigentlich dann nur die Spannung, weil es gibt dann irgendwie so eine Gezerre, ob man jetzt ein bisschen mehr links oder ein bisschen mehr rechts müsste sein. Und es geht mir auch nicht darum, zu definieren, wo denn genau jetzt die Mitte ist. Oder zu sagen, ja, man muss ganz, ganz genau auf dieser Mitte balancieren. Vielmehr geht es mir darum, ja, sich zu orientieren. Und da möchte ich das Bild von der Landkarte aufgreifen, wo wir ja so als Sinnbild haben für unser Jahresthema Abenteuer des Glaubens. Und damit komme ich auch zur Frage, wie denn jetzt die Mitte und die Spannungen können uns helfen, um uns zu orientieren auf unserem Glaubensweg. Und da ist mir irgendwie so das Bild vom Tal mit Bergen links und rechts eingefallen. Für mich sind die Extremmeinungen wie Berge oder so Hügelzüge links und rechts vom Weg. Und der Weg führt zwischendurch, durchs Tal, in der Mitte eben. Und das muss nicht ganz genau in der Mitte im Tal sein, sondern der Weg kann mal ein bisschen rechts am Berghang durchgehen oder ein bisschen links. Das ist gar nicht so entscheidend. Aber ich habe die Höhenzüge links und rechts neben mir und ich kann mich orientieren, wenn ich die Landkarte nehme und drauf schaue, dann sehe ich, wo ich bin. Und auf meinem Weg, wenn ich so vorwärts gehe, dann geben mir die Berge Orientierung. Und auf den Glauben übertragen meine ich damit die anderen Meinungen. Und
ja, auch die Spannungen, die damit verbunden sind, die helfen mir im Positiven, dass ich in dieser Mitte bleiben kann. Und sie verhindern, dass ich in eine ungesunde Einseitigkeit abrutsche, wenn ich eben so in dieser Spannung auch bleibe. Dann bleibt noch die Frage, okay, also die Spannungen sind da und wie kann ich jetzt mit diesen Spannungen umgehen? Da habe ich so 4 Eigenschaften, Fähigkeiten, Qualitäten, wo es mir dunkt, ja, die sind hilfreich, die ich euch weitergeben will. Das erste ist Demut. Demut ist ein bisschen ein altmodisches Wort. Ich würde sagen, es meint also eine innere Einstellung gegenüber Gott, gegenüber anderen Menschen, die grundlegend ist im Umgang mit anderen Meinungen, Ansichten oder Theorien. Und an Anfang stellen möchte ich hier 2 Verse aus dem Jesaja, wo Jesaja im Auftrag von Gott sagt: Meine Gedanken sind nicht eure Gedanken und meine Wege sind nicht eure Wege. Denn wie der Himmel die Erde überragt, so sind auch meine Wege viel höher als eure Wege und meine Gedanken als eure Gedanken. Wenn wir die Bibel lesen, dann lesen wir mega viel von Gott. Gott lässt sich erkennen. Wir erfahren viel von ihm. Er offenbart sich uns durch seinen Geist, auch heute noch. Und trotzdem bleibt er für den menschlichen Verstand nie 100% erfassbar. Der Glauben ist nicht ein systematisches Konstrukt, das wir mit unserem menschlichen Verstand vollständig erfassen können. Und der Dani Weber hat vor 2 Wochen ein gutes Bild gebraucht, finde ich, wo er sehr anschaulich gezeigt hat mit der Gottbox, so einer Schachtel, wo er gesagt hat, da probieren wir oftmals Gott so reinzupacken, dass er unseren Vorstellungen entspricht. Und das geht einfach nicht, weil Gott ist viel grösser, er ist viel mächtiger, er ist eben Gott. Demut bedeutet also auch, dass ich mir bewusst bin, Gott ist Gott und ich bin Mensch. Und das klingt so selbstverständlich, oder? Aber ich muss gestehen, dass ich immer mal wieder an den Punkt komme, wo ich mir das selber sagen muss. Zum Beispiel, ja, wenn ich irgendwie enttäuscht bin von Gott, weil ich einfach nicht verstand, ja, warum er so handelt, wie er handelt, oder warum er Sachen zulässt. Oder umgekehrt, wenn ich meine, ich kenne Gott jetzt so gut, dass ich ihn irgendwie doch verstand, dann ist das voll überheblich, weil Gott ist eben so viel grösser, höher und mächtiger. Er ist Gott und ich bin Mensch. Und Demut ist auch angebracht im Umgang mit Mitmenschen und mit anderen Meinungen. Weil ich eben Mensch bin, darum ist meine Erkenntnis von Gott bruchstückhaft. Und der Paulus beschreibt das so, dass wir Gott erkennen können, wie wenn wir in einen trüben Spiegel hineinschauen würden. Da sieht man etwas, man erkennt etwas, aber nicht wirklich klar. Darum, wenn jetzt also ein Christ in einer Frage zu einem ganz anderen Schluss kommt als ich, zu einem Schluss, den ich irgendwie einfach nicht verstehen kann, dann bin ich herausgefordert, um ihm in einer demütigen Haltung zu begegnen und zu ihm glauben, dass er in dieser Frage genauso vor Gott gerungen hat, Gott um Weisheit gebeten hat und dann eben zu deren Erkenntnis gekommen ist, wie ich, wo zu einer anderen Erkenntnis gekommen bin. Das gibt es einfach. Und mit dem komme ich zum nächsten Punkt. Andere Meinungen aushalten und stehen lassen. Man nennt das auch Pluralismusfähigkeit. Wir als GVC, wir sind uns bewusst, dass es viele Traditionen und Strömungen gibt und dass die Breite im Christentum auch gerade eben seine Fülle ausmacht. Und wir verstehen die Breite als Bereicherung und begegnen ihr grundsätzlich mit Offenheit. Wir probieren eben gerade in dieser Vielfalt einen Weg von der Mitte zu gehen. Und auch bei diesem Punkt merke ich, dass das in der Theorie sonnenklar ist. Andere Meinungen muss man aushalten, stehen lassen, keine Frage. Aber in der Praxis spüre ich dann schnell einmal, wenn man irgendwie so am Diskutieren ist, so ein bisschen mein vielleicht Temperament,
wo ich meinem Gegenüber möchte zeigen, dass meine Sicht doch ein bisschen logischer ist, dass er sich das doch vielleicht auch mal so überlegen sollte. Und da muss ich mir bewusst einüben, um andere Meinungen aushalten und stehen lassen und auf Augenhöhe stehen lassen. Nicht so mit dem Hintergedanken, ja, okay, ich lasse es stehen, aber eigentlich weiss ich es schon viel besser. In eine ähnliche Richtung geht die Ambiguitätstoleranz. Das ist ein bisschen ein schräges Wort, das heisst Mehrdeutigkeit zulassen. Eben, es ist ähnlich, es heisst auch so stehen lassen, zulassen, aber es meint mehr Mehrdeutigkeit, die auch von der Bibel herkommt. Eben mit so Fragen, wo es keine klare Antwort darauf gibt, keine eindeutige Antwort oder verschiedene Deutungen, wie zum Beispiel in der Frage, was denn jetzt also für Gott das Wichtigste ist. Ist jetzt für ihn das Wichtigste Gnade oder Gerechtigkeit? Für Gott ist beides gleich wichtig und das ist wieder so etwas, was für unseren Verstand einfach nicht aufgeht und wo wir das müssen einfach aushalten. Wir müssen es aushalten, dass es sowohl als auch gibt, wo wir irgendwie nicht zu Ende denken in unserem Verstand, weil es bei uns nicht beides gleichzeitig sein kann. Und ich glaube, es ist wichtig, dass man solche Fragen oder Themen nicht einfach ihnen nicht ausweichen, sondern dass wir auch über sie reden und dass wir die Spannung akzeptieren, weil das gehört dazu. Und so komme ich zum letzten Punkt, den ich wichtig finde, die wichtige Eigenschaft, ist die Spiritualität. Die Spiritualität als die gelebte, lebendige Beziehung zu Jesus, zu Gott, die hilft uns, um mit Spannungen umzugehen. Weil von Gott können wir Spannungen, egal welcher Art sie jetzt sind, ob sie jetzt im Glauben sind oder auch einfach sonst im Leben, können wir von ihm einfach aussprechen. Und es ist nie komisch, wir werden nie schräg angeschaut. Weil Spannungen gehören zum Glauben an Gott dazu. Die Bibel ist voll davon. Wir finden in der Bibel so viele Menschen, die voller Spannungen sind. Und auch Jesus selber hat als Mensch Spannungen erlebt. Bei Spannungen, die mich verunsichern, weil ich nicht mehr weiss, was ich jetzt eigentlich glauben soll, kann ich Jesus bitten, dass er mir den Weg zeigt. Und es kann dann sein, dass er vielleicht meine Prioritäten wirklich verschiebt, dass die Frage nicht mehr so wichtig ist, dass man durch das dann irgendwie leichter fällt, sie eben einfach stehen zu lassen, zu akzeptieren, dass ich keine Antwort habe. Oder es kann sein, dass er mir Erkenntnis schenkt, dass ich eine biblische Aussage dann plötzlich verstand und merke, aha, okay, so macht das ja Sinn. Oder eben, vielleicht hilft er mir dabei, einfach wieder einmal mehr zu akzeptieren, dass ich Mensch bin, dass ich nicht alles verstehen kann und dass ich auch nicht alles verstehen muss. In dieser gelebten Beziehung mit Gott ist der Raum, zum ehrlich mit Spannungen umzugehen. Und sie durch das auch abbauen können. Wie oft lesen wir in den Psalmen, wie der Psalmdichter so vor Gott kommt und ihm all seine Fragen, seine Zweifel, sein Unverständnis einfach so anschmeisst, entgegenschleudert und mit Gott ringt. Und in vielen Psalmen ist es dann so wie ein Weg, wo der Autor dann schliesslich doch zur Ruhe kommt vor Gott und wieder Frieden findet für sein aufgescheuchtes Herz und so wieder zur Ruhe kommen. Wie geht es dir mit dem Thema Spannungen? Wo fällt es dir schwer, sie auszuhalten? Was bist du für ein Typ? Neigst du dazu, Spannungen lieber zu vermeiden? Und wirst du vielleicht einseitig wegen dem? Oder gibt es vielleicht ein Thema, wo du vor lauter Spannung ganz angespannt bist und schon fast verspannt, wie ein Muskel, der zu fest angespannt wird? Oder bist du vielleicht verstummt, weil du die Spannung einfach nicht mehr aushaltest? Wo kannst du die Spannung abbauen? Hast du so einen Ort? Es ist wichtig, sich die Fragen zu stellen.
Und ich möchte auch noch mal daran erinnern, ohne Körperspannung können wir nicht aufrecht stehen. Es braucht Spannung, aber im richtigen Maß. Im Glauben dienen die Spannungen dazu, um den Weg in der stabilen Mitte zu erkennen. Und ich möchte einladen auf den Weg von der Mitte, im Abenteuer vom Glauben. Als Kirche, glaube ich, brauchen wir einander, um gemeinsam immer wieder erkennen, wo denn unser Weg als Gemeinde in dieser Mitte verläuft. Und lasst uns auf diesem Weg die Berge rechts und links wahrnehmen und uns mit unterschiedlichen Ansichten und Strömungen auseinandersetzen. Lasst uns den Weg in der Mitte gehen, mit einer ruhigen Gelassenheit, dass der Weg einmal ein bisschen weiter rechts und mal ein bisschen weiter links verlaufen kann, aber dass das nichts ändert an der Ausrichtung auf Jesus. Und lasst uns den Weg gehen im tiefen Vertrauen auf Gott, dass er in und durch Spannungen durch gut führt. Oder wie es der Prediger sagt, wer Ehrfurcht vor Gott hat, der findet den richtigen Weg. Ich möchte noch beten. Vater im Himmel, ich bin so froh, zum Wissen, dass du uns kennst. Jede einzelne Person, aber ja auch uns als Kirche, als Gemeinde. Du weißt, wie gut dass wir mit Spannungen umgehen können oder eben auch nicht. Du kennst uns. Und ich bitte, zeig du jedem von uns, an welchem Punkt wir einen besseren Umgang mit Spannungen können oder sollten einüben. An welchem Punkt wir da noch Potenzial haben. Und Vater, ich danke dir auch, dass wir nicht alles verstehen. Auch wenn ich das manchmal schwierig finde, aber eigentlich ist es ja gut, weil wir sind Menschen, wir müssen nicht alles verstehen. Und ich bitte, hilf du uns in Gelassenheit und Vertrauen auf dich vorwärts zu gehen. Amen. Für den zweiten Teil vom Gottesdienst möchte ich dich ermutigen, mit dem, was dich bewegt, jetzt gerade vor Gott zu kommen. Mit diesen Fragen, mit diesen Freuden, Nöten. Bring es Gott. Dort ist es am richtigen Ort. Und vielleicht wünschst du dir in dieser Situation auch Gebet. Dann hast du die Möglichkeit, zum Gebetsteam zu gehen. Sie lieben es, für dich zu beten. Oder du kannst auch die Person, die neben dir sitzt, fragen. Wenn du im Livestream dabei bist, dann siehst du die Telefonnummer eingeblendet, wo du eine Textnachricht anschreiben kannst und dann wird jemand für dich beten. Du kannst auch zum Abendmahl gehen, auf dieser Seite und in diesem Gott begegnen. Nutze einfach die Zeit. Lasst uns miteinander jetzt einfach mit der Band eintauchen und die Gemeinschaft mit Gott genießen.